Es kann nur einen geben. Bauer, Schulte, Brömmelkamp. Dankeschön. Guten Abend, wie geht's euch? Das ist die Hauptsache. Ich muss sagen, ich bin eben auf dem letzten Drücker hier angekommen bei der Halle, weil die letzten paar Kilometer musste ich laufen. Von Kattenfenne, das kann man ganz gut fahren mit Auto. Ich habe gedacht, komm, du bist schon spät dran, ich musste noch melken und was nicht alle. Komm ab auf die Autobahn, eben die 30 Kilometer bis Münster, nicht? Linke Spur, nicht? Und dann ein Drängler, direkt vor mir. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt musst du Gas geben, nicht? Da habe ich den erstmal mit meiner Lichtillumination von meinem Ford Granada konfrontiert. Lichthupe, Fernlicht. Der hat das auch gleich erwidert. Polizei, bitte folgen. Ging sofort rechts raus auf den Seitenstreifen und dann dauert das mal, ne? Also das komplette Programm. Ich habe mich erstmal dezent hinten an das Nummernschild gestellt, dass er nicht noch sieht, weil der TÜV vor meinem Auto, der ist nicht mehr so ganz aktuell. Also, wann war die Wiedervereinigung? Der hat er rausgekriegt. TÜV war abgelaufen, dann gefälschte Umweltplakette, Platte abgefahrene Reifen und so weiter. Grinst er mich an, das gibt Punkte. Ich sage, in Ordnung, hier ist meine Payback-Karte. Ja, der Polizist war kein Karnevalist, der fand das gar nicht nett. Also der hat den Führerschein sofort einkassiert, sagt er, der geht nach Norddeutschland. Prima. Flensburg. Das kann ich meiner Frau wieder erklären, mühsam, wenn Post aus Flensburg kommt, schmeißt das nicht weg, das muss nicht von Beate Uhse sein. Ne? Ja, haben wir wieder einen Grund für einen Krach zu Hause, ich und meine Frau. Wir haben gerade wieder so einigermaßen Waffenstillstand, ich und die Erna. Ja, wir haben uns meist jedes Jahr Weihnachten, haben wir uns so derbe an die Köppe, dass wir bis Heilige Drei Könige nicht miteinander reden. Umgekehrt wäre es mir eigentlich lieber, wir würden von Heilige Drei Könige bis Weihnachten nicht miteinander. Aber Moment. Aber die erste Variante hat den Effekt, dass wir Silvester immer getrennt feiern, ich und meine Frau. Andersrum heißt ja auch Happy New Year. Und soll ich mir den ganzen Silvesterabend das Genörgel an den Kopf hören, wie vor ein paar Jahren? Mein Mann hat jetzt keinen Durst mehr. Du bist satt, wir wollen nach Hause, ich hol schon mal deinen Mantel. Ist ja prima, dann sind wir zum Dinner for One wieder daheim, oder wie, ne? Nee, das mache ich nicht mehr mit, deswegen, wir hatten uns da so derbe an die Köpfe jetzt, so Heilige Drei Könige, da habe ich dann Friedensangebot gemacht, ne? Weil meine Frau, die kam dann immer an, nicht? Da musste ich mir mein Essen selber machen, ich musste mir meine Socken selber stopfen und so weiter und wenigstens einer versteht das hier oder ein paar, ja, es ist sehr mitfühlend. Nein, ich musste das dann alles selber machen und meine Frau, die kam dann an. Brauchst gar nicht anzukommen und wenn du ankommst, dann bringst du mir Blumen mit. Blumen, die zu mir passen. Blumen, die zu meiner Frau passen. Okay, irgendwann habe ich mal gedacht, komm, jetzt musst du doch in den sauren Apfel beißen, weil die Mikrowelle ist verdammt kompliziert. Ich dann hin, ich sage, Erna, hier, tut mir leid, rote Rosen. Und sie dann, oh, rote Rosen? Ich sage, ja, du hast doch gesagt, Blumen, die zu dir passen. Ich dachte schon, du kommst mit dem Kaktus an. Ich sag, Erna, du hast doch gesagt, Blumen, die zu dir passen. Und da hast du an rote Rosen gedacht? Ich sag, ja, aber nur, weil sie fette Hände nicht mehr hatten. Ne? Ja! Deswegen. Am besten geht mir persönlich das zu Hause, wenn Erna gar nicht zu Hause ist. Also meine Frau, die ist nachmittags in der Woche, da ist die immer weg. Außer mittwochs, da hat der Doktor zu. Ja, meine Erna geht leidenschaftlich gerne zum Doktor. Das ist mir die 10 € im Quartal auch wert. Da kriegt die für 10 € die komplette Lesezirkelpalette gelesen. Frau im Herz, Bild der Frau, Frau im Spiegel, Goldene Blatt, die aktuelle Frau im Koma. Das komplette Programm. Und mein Vorteil, wenn Erna sich die Revolverblätter beim Doktor durchliest und kauft die nicht alle, dann muss ich mir die Fratze vom Silbereisen nicht zu Hause auf dem Nachttischschränkchen angucken. Ja, ist doch so. Aber einmal im Jahr, da ist meine Frau auch für ein Wochenende verreist.
Das ist, wenn Jahresausflug vom Häkelkreis ist. Vereinsorganisierte Handarbeit. Letztes Jahr war das Pfingsten. Und Pfingsten, das heißt, Erna nicht zu Hause, verlängertes Wochenende und... Nein, nicht Heiliger Geist. Schützenfest. Ja, Karneval für den Sommer sozusagen, ne? Freitagnachmittag, Erna war einen Koffer packen. Dein Essen habe ich dir in die Mikrowelle gestellt, musst du bloß warm machen, wenn du nicht so blöd dazu bist. Ne, Badewasser für morgen Nachmittag habe ich dir auch schon einlaufen lassen, ne? 3 Tage siehst du mich nicht, ne? Kann ich noch was Gutes für dich tun? Ich sag, Erna, das ist schon genug des Guten. Ich habe sie zum Bus gebracht. Die Türen vom Bus schlossen sich. Der Bus fuhr ab, die Rücklichter wurden immer kleiner. Und ich habe meiner grenzenlosen Trauer darüber, dass Erna ohne mich zum Schützenfest verreist war, freien Lauf gelassen. Ich sofort zum Schützenfest hin. Die war noch gar nicht fertig mit dem Zelt aufbauen. Egal, an solche Nebensächlichkeiten konnte ich mich jetzt nicht aufhalten. Anker gesetzt, so, hier können Sie dich Dienstag nach Pfingsten wieder abholen. Hab mir mein westfälisches Gedeck kommen lassen. Hier, Bier und Wacholder, hatte eben gerade den Glas angesetzt, war im Begriff, ersten näheren Kontakt mit dem feuchten Nass aufzunehmen. Wer klopft mir von hinten auf die Schulter? Die war doch zum Häkelkreis, Mensch. Unser Herr Pastor war's. Ich sag, na, darfst du auch schon zum Schützenfest? Ja, sagt er, meine Haushälterin ist auch im Häkelkreis. Sagt er, Heinrich, du wolltest sie doch wohl nicht besaufen? Nein, ich sag, ich wollte nur eben gucken, ob das Bier die passende Temperatur hat. Heinrich sagte, du sollst dir einen schämen. Kaum ist Erna weg, schon zwitscherst du dir ein. Ich sag, Pastor, ich wollte nur gucken, ob das Bier die passende Temperatur hat. Ich sag, und außerdem, du hast mich ja sozusagen im letzten Moment, ich war kurz davor und hast du mich auf den Weg der rechten Tugend zurückgeführt. Ist egal, sagt der Pastor, knapp vorbei ist genauso gut wie drin. Ich sag, ich wollte Güsch und ist egal, sagt der Pastor, knapp vorbei ist genauso gut wie drin. Ich sag, jetzt fang mir nicht an mit Haarspalterei. Heinrich, sagt der Pastor, knapp vorbei ist genauso gut wie... Ich sag, komm, wie viel? Er ganz trocken 50 €. Ich sag, bitte was? Ich sag, Büßen ist ja teuer. Ja, sagt der Pastor, du weißt doch, die Mehrwertsteuererhöhung, sagt er, die hohen Heizkosten für die Kirche, sagt er. Und dann sagt er, hab ich doch die Osterkollekte in so eine Griechenland-Anleihe angelegt. Ich sag, komm. Ich unter Tränen den 50-Euro-Schein aus der Tasche geholt, den ich auf dem Schützenfest umsetzen wollte. Pastor holte gierig seinen mobilen Ausgehklingelbeutel raus. Hielten gierig drunter, komm, tu's Geld rein. Ich den Schein kreisen lassen, links rum, rechts rum. Bisschen höher, bisschen niedriger, hab ich das Geld zusammengeknuffelt und mir in die Tasche gesteckt. Komm, sagt der Pastor, hier rein mit dem Geld in den Klingelbeutel. Ich sag nix, du hast eben selber gesagt, knapp vorbei ist genauso gut wie drin. Ja! Deswegen, so, mit Dank zurück. Ist der arme Mann nicht noch verdurstet ihr da, ne? Alles nicht so einfach. Ich muss jetzt gleich mal gucken, weil ihr müsst ja jetzt noch so ein bisschen Karneval was feiern da, ne? Ja, und ich muss auch sehen, dass ich noch nach Hause komme, weil ich muss ja noch ein bisschen Geld verdienen. Wir Landwirte, wir haben das ja momentan ganz schwer. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber ich finde es schön, dass ihr mitleidet. Komm, wir Landwirte, ne? Ein Skandal nach dem anderen. Ne? Also das eine Jahr kannst du kein Geld verdienen, nicht? Weil es ist zu nass draußen. Das andere Jahr ist draußen zu trocken, kannst kein Geld verdienen. Das dritte Jahr, nicht? Dann müssen wir jammern, weil Mercedes so lange Lieferzeiten hat. Ja? Ist doch so. Nein, aber... So. Deswegen, Urlaub. Deswegen, Urlaub sitzt bei mir nur ganz, ganz schlecht drin. Markus, Urlaub dieses Jahr? Ja? Ja, nee, wir wollen, also ich und meine Frau, wir wollen eigentlich dieses Jahr Urlaub bei guten Freunden machen. Aber so gut sind die Freunde dann doch wieder nicht. Nein, wir wollen nach Griechenland, ich und meine Frau. Nach Griechenland, ja, weil mein Geld ist schon da. Ja? Nein, das muss man ja erklären. Die Griechen, die kriegen jetzt Geld. Und gerade so die jüngere Generation, nicht hier, was weiß ich, so ihr da, nicht, oder da oben. Hier die jungen Leute, die machen sich ja Gedanken, nicht eure Generation, Überschuldung von Deutschland.
Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, was wir jetzt hier machen mit Bankenrettung, Griechenlandrettung, ja? Das sind die Schulden von euren Urenkel. Das sind Leute, die werdet ihr nie kennenlernen. Ja, deswegen, so geht uns das 10 Jahre nach Euro, ne? 10 Jahre da, ne? Da muss man immer noch sehen, dass man einigermaßen zu was kommt. Ist ja nicht einfach, hatte ich gerade schon angedeutet. Ich weiß, letzten Herbst, ich war an Flügen. Man flügt ja den Acker immer schön so weit rechts, bis wo nicht mehr geht. Da war ich auch Flüg und irgendwann schon wieder den Grenzstein rausgeackert. Und du darfst das blöde Schietding ja nicht selber wieder einbuddeln. Da dachte ich auch, jetzt musst du wieder bei der Kreisverwaltung anrufen. Die schicken dir ein Vermessungsbüro, die kommen erst in ein paar Wochen. Die zertrampeln dir den ganzen Acker. Andersrum hat auch keiner gesehen. Also Spaten in der Hand, Loch in der Erde, Grenzstein wieder rein. Und ich meine, wenn man schon mal dabei ist, man will sich auch nicht verschlechtern. Und die 2 Meter auf jeder Seite. Das mache ich seit 40 Jahren so mit dem Acker, den damals meine Frau mit auf den Hof in die Ehe gebracht hat. Da sagte ihr Vater, mein Schwiegerpapa, Gott hab ihn selig, der sagte, Heinrich, mehre das Vermögen. Ich habe ihm gesagt, Schwiegerpapa, Liebe vergeht, aber Hektar besteht. So habe ich. So habe ich immer ein bisschen was dabei geflücht. Hat nie einer spitz gekriegt, bis letzte Woche. Routinemäßige Grenzsteinkontrolle von der Kreisbehörde. Ich habe jetzt ein Strafverfahren an den Hals hängen wegen Urkundenfälschung. Ich muss mich belehren lassen, ein Grenzstein ist eine Urkunde. Den umzusetzen ist Urkundenfälschung. Urkundenfälschung, ich muss mal den Guttenberg anrufen, was man da am besten macht, ne? Ja. Ja. Nee, die sagt, ich müsste die Flächen wieder hergeben. Ich sag, die habe ich erobert. Die müsste ich wieder rausrücken. Ich sag, Gewohnheitsrecht. Ich habe mir schon den nächsten Quadratmeter ausgeguckt. Mein Anwalt meint vor Gericht, bestenfalls könnte das für mich auf einen Vergleich rauslaufen. Ich sag, wie Vergleich? Ja, sagt mein Anwalt, ich gebe ein bisschen was ab und muss damit ganz viel Glück dann dafür nicht alles wieder hergeben. Ich sag, und wie soll das praktisch aussehen? Ja, sagt mein Anwalt, ich könnte zumindest anbieten, dass ich den Seitenstreifen von der Autobahn wieder rausrücke. Ja? Deswegen. So. Ich muss sehen, dass ich jetzt mit ohne Führerschein wieder nach Hause komme. Wenn jemand Richtung Osnabrück fährt, gleich kurz melden, dann fahre ich da mit, ne? Holen wir morgen das Auto wieder ab. Ich wünsche euch erstmal noch, jetzt in ein paar Stunden ist ja alles vorbei, am Aschermittwoch da, ne? Wünsche ich euch noch ein paar ganz tolle närrische Stunden. Ich hoffe, wir sehen uns wieder spätestens dann im nächsten Jahr hier im Karneval. Alles Gute bis dahin, euer Heini aus Kattenfenne. Tschüss! Dankeschön! Liebe Freunde des westfälischen Wohlgefühls, das ist die Stimme, das Hirn und der juckende Hintern Westfalens. Bauer Heini Schulte-Brömmelkamp, unserem André ein dreifach kräftiges Schulte-Brömmelkamp, Kattenfenne, seine Erna. Grüß dich schön von mir. Mach ich, tschüss!